herzlich willkommen zum Köln TV Talk. Sie kennen sich zum Teil schon fast ihr ganzes Leben lang. Seit 1999 spielen sie zusammen in einer Band. Den Durchbruch hatten sie aber erst über 10 Jahre später. Die Rede ist von Cat Ballou. Und ich begrüße ganz herzlich Oliver Niesen. Entschuldigung, ich hätte fast Dominik Niesen gesagt, aber das ist der rechts daneben sitzt. Dominik Schönborn. Schön, dass ihr da seid. Hi. Danke, dass wir da sein dürfen. Ihr zwei gehört mit eurer Band natürlich, mit Cat Ballou, inzwischen zu den Größen des Kölner Musikbusiness, muss ich mal so sagen. Natürlich werden eure Hits am meisten zur Karnevalszeit gespielt. Zu der Zeit habt ihr auch die meisten Auftritte. Seid ihr beleidigt, wenn man euch als Karnevalsband bezeichnet? Nein. Also eine Karneval ist ein Teil von Kölscher Musik. Man kann uns nennen, wie man mag. Wir sind halt eine Musikgruppe, die halt Kölsche Musik macht. Ja. Wie nennt ihr euch selbst am liebsten? Cat Ballou. Wenn jetzt jemand fragt, Cat Ballou, was ist das? Was machen die? Was sagt ihr dann? Ja, so Rock-Pop-Musik auf Kölsch. So, also wenn es jetzt um die Musik geht. Ansonsten würden wir halt sagen, das sind so die besten Freunde seit klein auf halt. Ne? Wir sind Cousins, sind auch verwandt und ja. Und ihr spielt schon seit rund 15 Jahren zusammen. Im Internet findet man allerdings, wenn man sucht, ich habe gesucht, nur aus den letzten 4 Jahren Aufnahmen, Videos und so weiter. Echt? Woran liegt das? Hast du die rausgenommen mittlerweile? Ja, alles rausgenommen. Alles rausgenommen, was peinlich war. Es gibt auf jeden Fall auch alte Videos noch im Internet. Ich müsste jetzt auch noch mal stöbern, ne? Aber ja, wenn man bei YouTube mal ein bisschen in die Katakomben geht und dann bei uns mal auf dem Kanal mal schaut, da kann man halt schon noch ein paar alte Videos sehen. Aber so wirklich jetzt mal richtige alte Videos, alte Fotos, die sind noch in unseren Fotoalben und privaten Archiven. Und ja, vielleicht, ne, wenn man jetzt mal so hochrechnet, es sind jetzt 16 Jahre, seitdem es uns gibt. Und vielleicht zum 20-Jährigen, vielleicht holen wir mal das ein oder andere Foto mal raus, was man vielleicht noch nicht kennt. Da kann man sich also drauf freuen. Ihr habt jetzt, wie gesagt, schon relativ lang zusammengespielt, bevor es dann für euch richtig losging und ihr richtig bekannt wurdet. Wie klang denn die Musik, die davor kam, also bevor man euch wirklich kannte? also wir haben ja zu zweit haben wir in der Grundschule angefangen. Da haben wir halt nur Sachen nachgespielt, haben dann auch im Pfarrkarneval und waren wir eine Tuschkapelle dann. Und da haben wir dann auch Karnevalsmusik für gemacht. Oder ein Karnevalslied hatten wir damals. Haben dann eine Zeit lang halt gecovert, sind in Jugendzentren unterwegs gewesen. Dann hat man eher Punkmusik gemacht. Da hatte man auch mit Kölsch und Karneval gar nichts zu tun, fand das eher doof. Aber irgendwann haben wir wieder so zu unseren Wurzeln zurückgefunden. Und unsere Väter haben schon kölsche Musik zusammen gemacht. Und ja, das ist dann halt so ein langer Prozess. Deshalb, also man kann das gar nicht so genau sagen, wie es vorher klang. Wir haben eigentlich immer nur das gemacht, was wir können und auch gleichzeitig irgendwie ganz gut finden. Ne? Also so unsere Musikgeschmäcke sind sehr unterschiedlich und da lassen wir immer was von außen mit einfließen. Der Durchbruch kam dann halt eben, wie gesagt, nach gut 10 Jahren. Ausprobieren, rumexperimentieren. Was habt ihr dann auf einmal anders gemacht? Oder was hat dazu geführt, dass ihr auf einmal so bekannt wurdet? Also gar nichts großartig anders gemacht. Es waren viele tolle Zufälle, die wir hatten. Also 2010 haben wir Köln Rock gewonnen. Das war unerwartet. Im Nachhinein hat man irgendwie uns dann gesagt, habt ihr gut geplant, weil wir uns gleichzeitig im Karneval vorgestellt hatten. Und ja, wie man halt dann so schön sagt, das war ein gefundenes Fressen für die Presse. Wir haben es aber überhaupt nicht so geplant. Und dann ja, haben wir dann einfach ein paar Gehversuche im Karneval gemacht. Und es ist jetzt mittlerweile unsere 5. Session jetzt gewesen, die liegt jetzt hinter uns. Und ja, mit DK Wort kam unser Durchbruch. Was wir da genau anders gemacht haben, war eigentlich nur, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt unser Ding machen und wollen unsere Musik jetzt im Karneval verbreiten, uns gar nicht verbiegen, gar nichts anders machen. Und ja, da haben auch viele am Anfang noch gesagt, was wollt ihr mit so was im Karneval, das funktioniert doch nicht. Dann haben wir gesagt, ja, es ist halt Kölsch, es sind wir und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht mit unserem Karneval. Dann aber gehen wir mit erhobenen Hauptes. Dann gehen wir erhobenen Hauptes. Gehen wir dann, aber das hat irgendwie so wunderbar funktioniert, dass auch das Album, was danach rausgekommen ist, Lokalpatriot, so geboomt ist, das war auf Platz 47 in den Charts, da hätte keiner mit gerechnet. Also wie gesagt, das waren tolle Zufälle, aber das war jetzt kein Konzept und gar nichts. Das war einfach nur schön und glücklich und ja.
Bisschen Schein, bisschen Sein und ganz viel Glück, sagt man immer. Ne? Vielleicht war es genau das, dass man ein bisschen was anderes mal gebraucht hat im Kölner Karneval, in der kölschen Musik, was euch dann so erfolgreich gemacht hat. Und es hat auf jeden Fall funktioniert. Man kennt Cat Ballou, die Songs haben viele Leute im Ohr. Meint man zumindest. Wir haben mal den Praxistest gemacht und haben uns auf der Straße umgehört, wie gut die Kölner hier denn tatsächlich Cat Ballou kennen. Cat Ballou finde ich toll. Cat Ballou finde ich recht gut, das eine Lied, ja. Er hat kein Wort, oder? Ja, so, das finde ich echt gut. Cat Ballou finde ich eigentlich ganz okay. Ja, kann man anhören. Cat Ballou? Weißt du, was das ist? Cat Ballou finde ich super. Weil sie gute Musik machen und man gut dazu tanzen kann. Weil die einfach gute Musik machen. Mir gefällt es einfach, das Lied, ja. Ja, weil sie einen an Karneval erinnern und ich das direkt mit guter Laune und Feier verbinde. Das ist ja lustig. Der ein oder andere kennt euch immer noch nicht, aber ziemlich viele kennen euch schon. Und die wurden nicht vorher gebrieft. Nee, die wurden nicht gebrieft. Die haben wir so auf der Straße getroffen und so gefragt, kennt ihr Cat Ballou, wer sind Cat Ballou und was haltet ihr von denen? Genau. Seltsam irgendwie, ne, wenn man Ja, irgendwie total so... witzig. Also hier in Köln, wie gesagt, ein paar Leute kennen euch dann doch, muss man ja sagen. Wie weit über die Grenzen Kölns hinaus geht denn euer Bekanntheitsgrad? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte oder von woher kam euer Fanbrief, der den weitesten Weg bis zu euch hatte? Tel Aviv. Ja, das war, ja, wir haben mal Fanpost aus Tel Aviv bekommen von einem 68-jährigen Herrn. Er hat sich selber als Opa bezeichnet. Aber ja, die Post kam aus Tel Aviv, hat früher in Köln gewohnt und hat dann damals auch zu Edith K. Wort hat er uns ein paar schöne Zeilen geschrieben, hat gesagt, wie toll er das auch fände und dass er Köln total vermisst und ja, dass wir immer so weitermachen sollen. Wir haben das gerade die ein paar Bilder von den Leuten gesehen. Das können wir eigentlich gar nicht so einschätzen. Man bewundert sich immer selber, dass wir selbst in Köln dann vielleicht auch einen Namen haben. Das kann man gar nicht so einschätzen. Aber wir haben jetzt dieses Jahr noch so eine kleine Deutschlandtour geplant. Wir werden in Berlin, Hamburg, in Bremen, in München spielen und da sind die Kartenvorverkäufe jetzt nach einer Woche ist jetzt drin, schon ganz gut. Also ist für euch aber auch eine Premiere, außerhalb von Köln und vom Umkreis von Köln zu spielen. Meint ihr, das funktioniert da? Es ist, wollte ich gerade sagen, es ist ein Wagnis. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Ne? Also mich wundert das sehr. Ich habe heute auch erst so ein paar Vorverkaufszahlen gehört und wundert mich schon, dass da ein bisschen was weg ist. Ne? Ja, wie gesagt, es ist ein Wagnis und wir werden einfach mal gucken, was uns so erwartet. Wir kennen es ja auch von damals, vor wenig bis gar keinem Publikum zu spielen. Das hatten wir auch alles damals in Jugendzentrenzeiten. Weniger vor der Bühne als auf der Bühne. Genau, es war dann schon mal so, dass dann mehr Bands da waren oder mehr Leute von Bands als zahlende Zuschauer. Ne? Also sowas haben wir alles durchgemacht und wir sind und da sehr scheut ihr gespannt. euch jetzt auch nicht davor, wenn es noch mal so sein sollte? Ist Nö, es so? überhaupt nicht. Das ist halt spannend. Erstmal haben wir Spaß, zusammen wegzufahren. Das ist natürlich was Cooles. Und wir hätten ja damals niemals darüber nachgedacht, irgendwie eine Deutschland-Tour zu machen oder es so zu nennen. Und, meint ihr, die Leute verstehen euch auch außerhalb von Köln oder schwenkt ihr dann auf Hochdeutsch um? ja. Nee, wir machen das schon, ziehen das schon so durch. Aber wir sagen auch immer, was ist ja der Reiz an der Mundart oder am Dialekt? So, gerade das, weil man versteht es ja doch. Man versteht vielleicht das ein oder andere Wort nicht so richtig, aber den Kontext, den sollte man oder kriegt man, glaube ich, schon auf die Kette. Ich spreche zum Beispiel nicht so gutes Englisch, aber wenn ich ein englisches Lied höre oder einen englischen Film gucke, verstehe ich auch, worum es geht. Ja, man hat einfach viel mehr Platz zur Interpretation. Und man wundert sich dann doch, also ne, ich bin jetzt aus Bremen gekommen gerade und habe dann auch da Leuten unsere Musik vorgespielt und die brauchten am Anfang ein bisschen, aber irgendwann haben sie sich eingehört und dann versteht man es, glaube ich, dann doch ganz gut. Also ich glaube, die kölsche Sprache hat schon, ja, also jetzt sage ich jetzt mal zum Bayerischen oder zum Plattdeutschen halt vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass es halt auch über die Grenzen hinaus verstanden wird. Und es bleibt abzuwarten. Man hofft natürlich, dass man auch vielleicht ein paar, nicht nur Exilkölner erwischt, sondern halt auch ein paar, die, sag ich jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen Spaß an Musik haben und auch an Mundart. Und deutsche Musik kommt, warum darf da nicht auch Mundart kommen? Ne? Natürlich, das ganz bestimmt. Ihr nehmt an einem Wettbewerb, also ihr nehmt nicht teil an dem Wettbewerb, euch gibt es zu gewinnen bei einem Wettbewerb, über den ich noch ganz kurz mit euch sprechen wollte, und zwar ein Schülerwettbewerb an Kölner Schulen. Da geht es darum, dass die Schüler ein Nachrichtenvideo erstellen. Der Sieger wird hinterher von einer Jury auserkoren und gewinnt für seine Schulklasse ein Cat Ballou-Konzert bei sich in der Schule. Warum macht ihr da mit bei der Aktion? Ja, das ist eine coole Aktion, weil wir halt sagen, wenn man halt Kinder mit so
mit neuen Medien halt so in Verbindung bringt. Ne? Also gerade so mal was Interaktives bringt, wo man halt dann sagen kann, auch die Kinder können sowas mal selber austesten, wie funktioniert so ein Nachrichtenvideo oder sonst was. Das finden wir cool. Vor allen Dingen ist aber noch ganz cool, da haben wir halt gesagt, weil wir angesprochen worden sind, ob wir uns das vorstellen können, haben wir auf jeden Fall gesagt, ja, weil wir natürlich auch nochmal die Chance wittern, auch dann wieder neue Leute für die Mundart zu begeistern. Da haben wir einfach gesagt, das passt einfach gut zusammen. Gerade wir brauchen junges Publikum und dann halt diese Kombination mit dem jungen Medium finden wir halt super. Und das halt, sind wir gespannt, wie es bei den jungen Leuten ankommt und ob was dabei rumkommt. Das ist nicht das allererste Mal, dass ihr vor jüngerem Publikum spielt, aber ist das ein großer Unterschied, ob man da jetzt Minderjährige hat oder ein erwachsenes Publikum? Das ist ein Riesenunterschied. Also es kommt darauf an, wie alt die Unterschiede jetzt sind. Ne? Aber so ich sag mal, zwischen 20 und 70 ist der Unterschied jetzt nicht wirklich groß. Ne? Da muss man halt, also da macht man halt einfach ein Konzert und so wie man es halt macht. Aber wenn man unter 10 geht, dann wird es schon sehr schwierig, weil die Kinder ein ganz anderes, ja, die haben eine ganz andere Welt einfach. Ich meine, wir waren ja alle mal Kinder und wissen, wie das ist. Und ja, also die kann man nicht einfach so mit einem Lied begeistern. Da muss man irgendwas machen, irgendwas Interaktives oder irgendwie zum Springen mal animieren oder so. Da sagt man einmal, ihr seid mal alle laut und dann sind alle laut, aber sind dann direkt danach wieder leise. Die brauchen halt irgendwie Kommandos. Und Ironie ist ja manchmal auch immer so ein Thema. Die Ja, schwimmt bei uns immer total super mit und ja, dann funktioniert vielleicht der ein oder andere Spruch dann nicht so, weil ja bei Erwachsenen... Ja, man muss sich neue Sprüche ausdenken, wenn man auf der Bühne steht vor Man Kindern. kann auch nicht alles sagen, ne? So das ein oder andere Schwort wird dann halt irgendwie, da stolpert man drüber und dann kriegt man es gerade noch so hin. Wie es mal aussehen kann, wenn ihr auf der Bühne steht, das haben wir uns natürlich auch angeschaut und deswegen gucken wir jetzt einfach mal gemeinsam rein in einen Ausschnitt aus eurer Live-DVD. Wie ist das für euch, wenn ihr so ein Video oder einen Live-Mitschnitt von euren eigenen Konzerten seht? Also das ist immer cool. Also wir haben, als ich die DVD das erste Mal gesehen habe oder Ausschnitte davon, das war so ein bisschen, wow, das sind ja wir irgendwie. Ne? Gerade den Schlagzeuger, der immer hinter mir steht, den nehme ich eigentlich nie wahr, so richtig. Man dreht sich zwar mal um und man geht ein bisschen zusammen ab, aber so hat man das mal als Band so richtig gesehen. Und es ist komisch. Man ist stolz darauf und... War aber nicht immer so. Nee, es gibt auch Videos, für die man sich schämt. Auf jeden Fall. Nee, ich kann uns eigentlich gar nicht gut hören, so im Nachhinein, wenn es irgendwie Mitschnitte gibt oder sonst irgendwas. Ich bin da immer sehr pingelig dann mit allen möglichen Kleinigkeiten. So. Aber das ist schon cool, das zu sehen. Das macht schon Spaß. Andere Kölner Musiker oder andere Kölner Bands stehen schon seit 40 Jahren oder noch länger auf der Bühne. Zum Beispiel Blackfoes, Mickey Brühl, Höhner und so weiter. Habt ihr das auch vor? Schafft ihr das? Wir können jetzt nicht in die Zukunft gucken, das haben wir noch nie getan, aber wir machen jetzt schon so lange zusammen Musik. Wenn ihr es euch aussuchen könntet? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, klar. Woher nehmt ihr die Energie dafür? Wofür? Um das durchzuhalten. Das ist unser Hobby. Ja, genau. Das Hobby ist zum Beruf geworden und es macht einfach tierisch viel Spaß, Lieder zu schreiben, die Leuten vorzuspielen und wenn die dann applaudieren oder mitsingen ist eigentlich die größte Ehre und das macht tierisch viel Spaß und da kommt so viel Energie auf einen Schlag. Da könnte ich jetzt noch stundenlang ausholen. So viele Stunden haben wir, weil leider nicht mehr Zeit. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg weiterhin und dass ihr weiterhin den Spaß an der Sache behaltet. Schön, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank. Danke nochmal. Und ich darf mich an der Stelle verabschieden. Machen Sie es gut. Tschüss.